Unter dem Eindruck des Tarifkonflikts mit der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder traf sich der Marburger Bund zu seiner 120. Hauptversammlung in Berlin. Die Ärztedelegierten aus den 14 Landesverbänden des Marburger Bundes berieten aber nicht nur tarifpolitische Fragen, sondern auch über aktuelle gesundheitspolitische Vorhaben. Wir haben dort natürlich in erster Linie mit dem Versorgungsstrukturgesetz zu tun. Wir bewerten auch als Marburger Bund dieses Gesetz so, dass wir danken dafür, dass es konkrete Maßnahmen gibt, um den zunehmenden Mangel an Ärztinnen und Ärzten in Deutschland ernsthaft zu bekämpfen. Im Grundsatz sind viele der Neuregelungen wirksame Instrumente für eine spürbare Verbesserung der ambulanten Versorgungssituation. Aber das erstreckt sich doch im Wesentlichen auf den Bereich der niedergelassenen Ärzte. Es ist uns im Jahre 2009 zugesagt worden, dass es als neues Finanzierungsinstrument einen Orientierungswert geben soll, der die alte Grundlohnsummenorientierung überwindet. Wir mahnen diesen Orientierungswert an, weil sich in den Vergütungen, die die Krankenhäuser von den Krankenkassen bezahlt kriegen, niederschlagen muss, welche Sachkosten und welche Personalkosten sie haben. In der öffentlichen Veranstaltung Unsere Zukunft im Krankenhaus – Anforderungen an den ärztlichen Arbeitsplatz befasste sich die Versammlung mit praktischen Fragen des ärztlichen Arbeitsalltags. Besprochen wurden die Mitarbeiterkultur und die Arbeitszeitregelungen an Krankenhäusern nicht nur in Deutschland, sondern auch am Beispiel Dänemark. Aber die Wochenarbeitszeit ist bei uns auf 37 Stunden festgesetzt zurzeit und ich habe dahinter geschrieben, auch real. Das heißt, es wird wirklich umgesetzt. Überstunden sind im dänischen System grundsätzlich nicht vorgesehen. Die sollen vermieden werden. Und in den Tarifverträgen gibt es entsprechend Maßnahmen, die das extrem unattraktiv machen. Die Familie und der Beruf, die sind in Dänemark unter diesen Bedingungen natürlich viel besser vereinbar als anderswo. Die Eindämmung der Bürokratie und ein nachhaltiges Gesundheitsmanagement bei Ärzten waren weitere Themen. Arbeitsplatz und Leben dürfen sich nicht ausschließen. Das heißt, für die Familie, nicht nur für Frauen, das betrifft Männer ganz genauso, die sich mit zunehmendem Alter auch um ihre älteren Angehörigen kümmern müssen, müssen wir Versorgungsmodelle entwickeln. Das tun wir bei Siemens, genauso wie für die jungen Mütter, wenn es darum geht, dass die Kinder in Kindergärten oder Kinderkrippen versorgt werden sollen. Die Teilnehmer der Hauptversammlung nahmen rege an den aktuellen Diskussionen teil. Und im Krankenhaus geht man eigentlich eher den umgekehrten Weg. Man versucht überall Personal einzusparen, um dann darüber die Kosten einzusparen. Und ich halte das für einen falschen Weg. Und das haben die Diskussionen heute auch gezeigt, dass wir da einfach wirklich hinterherhinken. Und es gibt ja andere Beispiele wie in Dänemark oder jetzt letztendlich in der Industrie, die zeigen, wie es auch anders gehen könnte.